Biz Almanya'damız. Dresden şehrinde Almanya'daki yüzlerce eksponatlarından bazılarını sizge göstermek isteriz. Spuren der Zeit. Entdecken Sie einzigartige Mosaiksteine zur Geschichte der Krim-Tataren. Selamun Aleyküm. Es erwarten Sie erstaunliche Entdeckungen eines neuen Forschungsprojektes und ein Hauch jahrhundertealten Erbes. Bleiben Sie bei uns. Bleiben Sie dran. Wir befinden uns mit dieser Filmserie auf der Spurensuche nach krimtatarisch-deutschen Kulturkontakten. Und diese Kontakte sind weitaus älter, als manche vermuten werden. Heutzutage leben ca. 220.000 Menschen mit krimtatarischen Vorfahren in der Bundesrepublik Deutschland. Viele Kulturartefakte wurden gesammelt hier in Dutzenden deutschen Institutionen. Im aktuellen Bereich werden wir aber auch wertschätzen, was krimtatarische Menschen in Deutschland mit diesem Kulturgut, mit diesen funkelnden Mosaiksteinchen anfangen, was sie damit tun. Da sind wir gespannt. Wir befinden uns jetzt in der Stadt Dresden und beginnen unseren Ausflug. Unsere Forschungsreise auf den Spuren krimtatarisch-deutscher Kulturartefakte. Dresden als Weltmetropole der Kunst und Kultur. Das ist nicht nur heute so, sondern hat auch historische Wurzeln. Bereits die Kurfürsten von Sachsen seit etlichen 100 Jahren sammelten Kunst, reisten, erhielten Geschenke. So entstand in Dresden eine der weltgrößten Kunstsammlungen mit tausenden Exponaten, auch aus dem islamischen Kulturkreis. Darunter viele Exponate auch aus dem Khanat der Krim und dem Osmanischen Reich. Wir gehen jetzt in die staatlichen Kunstsammlungen Dresden und zwar da ganz genau in die türkische Kammer. Was uns da erwartet? Spannend. Ja, hallo. Ich höre Sie nur ganz leise. Wir sind mit Holger Schuckelt verabredet für Filmdreharbeiten in der türkischen Kammer. Aha. Wir befinden uns jetzt im Residenzschloss in Dresden, wo alle historischen Dinge untergebracht sind, unter anderem das Münzkabinett und die türkische Kammer. Dahin gehen wir jetzt. Selamun Aleyküm. Holger Schuckelt ist als diplomierter Orientarchäologe der Oberkonservator der türkischen Kammer und der Rüstkammer der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Er ist Spezialist für islamische Kunst und zum Beispiel zuständig für die orientalischen Bestände. Das sind Waffen, Harnische, Reitzeuge und Kutschen. Ja, da sind wir ganz gespannt, was es hier alles zu sehen gibt. Sie werden uns da sicher interessante Dinge erzählen können. Ja, also wir haben einige sehr außergewöhnliche Geschenke, sowohl direkt von den Krim-Tataren, also über die Gesandten der verschiedenen Tataren-Khane, aber auch Geschenke von anderen Personen, die also ihrerseits wieder von den Krim-Tataren Geschenke bekommen haben. Im Bestand der türkischen Kammer befindet sich dieses besondere Gewehr. Es vereint verschiedene Gewerke aus unterschiedlichen Ländern und zeigt die Verbundenheit, den Austausch über weite Strecken und Kontinente. Gefertigt in Algerien, Afrika, weiterbearbeitet im Osmanischen Reich, überarbeitet im Krimkhanat, gelangte es bis an den russischen Hof von Zar Peter I. Weil solches opulentes Kunsthandwerk aus Krimkhanat und Osmanischem Reich von sehr hohem Ansehen und symbolischem Wert war, verschenkte es Peter I. als hohe diplomatische Wertschätzung an August den Starken von Sachsen, als dieser zum polnischen König gewählt worden ist. Zwischen Nordafrika und der Ostsee, zwischen dem Krimkhanat und Sachsen, symbolisiert diese Waffe die Brillanz
krimtatarischen Kunsthandwerks und die zentrale Stellung der geopolitischen Bedeutung der Krim. Hier speziell haben wir also ein Geschenk direkt vom Tatarenkhan Kaplan Giray. Hat also 1714 einen Gesandten nach Warschau geschickt. Und dieser Gesandte hat also mehrere Pferde mit kompletter Ausstaffierung, Sättel, Reitzeuge, Waffen dabei. Und diese Dinge sind aus dem Staden geschenkt worden. Und einige von diesen Sachen haben sich bis heute erhalten. Es sind aber nicht alle Dinge erhalten. Also wir haben noch 2 Sättel von diesen ehemals 4. Von den Schabracken ist leider gar nichts mehr da. Wir haben dieses außergewöhnliche, massiv silberne Steigbügelpaar, was also wirklich was ganz, ganz Seltenes ist. Wir haben hier drüben einen Säbel, der zwar osmanische Produktion ist, aber eben ein Geschenk von Kaplan Giray war. Und das wichtigste Stück ist sicherlich dieses mittlere dieser 5 Pferde, was also die komplette Ausstaffierung eines dieser Pferde von Kaplan Giray präsentiert. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, heißt ein Sprichwort und weist darauf hin, wie wichtig Pferde in früheren Zeiten gewesen sind für den Alltag der Menschen, für die Landwirtschaft zum Beispiel. Aber vor allem für Kriege waren Pferde unabdingbar. Für Sachsen, Polen und Preußen waren die östlichen Nachbarn, das Krimkhanat, die Ukraine und Litauen, wichtige Pferdelieferanten, denn die Tataren waren bekannt als sehr gute Pferdezüchter. Aber auch Waffen, Kunst und Kulturgut kamen so in den ost-westlichen Austausch. In Dresden liegt zum Beispiel auch eines der ältesten Bücher der Turkvölker überhaupt, das Kitabe Dedem Korkut, über 500 Jahre alt. Dutzende Gesandtschaften bewegten sich über Jahrhunderte zwischen Sachsen, Polen und Preußen einerseits und dem Krimkhanat andererseits. Denn die Krimtataren waren eine gefragte Macht zwischen dem Osmanischen Reich und Polen-Litauen. Die Krim fungierte schon seit der Antike als Kreuzweg des Kulturaustausches Ost-West, aber auch Nord-Süd. Ja, das sind 2 ganz besondere Stücke, 2 Sattel von der Krim. Einerseits mitgebracht vom Grafen Brühl. Andererseits ist gar nicht genau bekannt, welcher Khan der Krimtataren 1750 das verschenkt hat, weil manchmal dauerte die Reise der Delegationen länger als eine Regierungszeit der Krimkhane auf der Krim. Von daher ist da noch ein bisschen Forschung nötig und auf Englisch, wie wir sehen, wird immer Tatar immer noch Tartar geschrieben. Also auch da besteht noch etwas Verbesserungsbedarf. An der filigranen, kunstvollen Gestaltung der Sättel kann man einerseits ablesen, woher manche Sättel stammen und wie sie persische, arabische und osmanische Elemente mit krimtatarischer Ornamentik verschmolzen. Andererseits gibt es Alleinstellungsmerkmale der krimtatarischen Sättel, zum Beispiel die Austauschbarkeit der seitlichen Sattelblätter. Waren diese bei den osmanischen Sätteln abgenutzt, war der gesamte Sattel zu erneuern. Bei den krimtatarischen Sätteln aber waren die Sattelblätter austauschbar, also die Sättel ökonomisch viel länger zu verwenden. Bei den tatarischen Säbeln ist so, die laufen vorne in einem quasi wie ein Vierkant aus, aber in einer sehr, also extremen Spitze. Das erinnert sehr an Dolche, an osmanische Dolche, die sind also auch so geformt. Also die Klinge wird am Ende etwas breiter, also stärker, und dafür aber läuft die Spitze zu. Und also man kann damit also noch perfekter zustechen eigentlich. Und es ist eben auch, was ganz typisch für die tatarischen Säbel ist, also nicht nur, dass die Griffe, sondern auch die Scheiden oft mit Rochen oder Haifischhaut bezogen sind. Und das war eigentlich ganz typisch bei diesen tatarischen Sachen. Also es gibt ja nicht so wahnsinnig viele von tatarischen Säbel, die sich erhalten haben weltweit. Und die sind eigentlich alle so geformt, also mit dieser starken Krümmung, dieser extremen Spitze. Und dann so filigrane Sachen, dann genau. Die Scheide mit Rochen, Hai. Genau, genau. Und also ich werde oft gefragt, ob das nicht unbequem war. Also das liegt eigentlich super in der Hand. Also man hat nicht so eine rutschige, glatte Fläche, selbst wenn man jetzt ein bisschen schwitzige Hände hat, liegt ja gut in der Hand. Also gerade das ist wirklich ein ausgesprochen gut proportionierter, gut gearbeiteter Säbel.
Der Zuschauer wird sich fragen, woher denn Rochen- und Haifischhaut oder Korallen stammen, die für krimtatarisches Kunsthandwerk, für Prunkwaffen verwendet wurden, wo es diese im Schwarzen Meer nur selten oder gar nicht gab. Denn lediglich Fuchshai und Dornhai leben im Schwarzen Meer. Es waren teils Importe von sehr weit her. Denn Globalisierung ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Internationalen Handel gab es schon immer. Hier stehen wir vor einem besonderen Exponat, denn, wie uns Dr. Schuckelt erklärte, gibt es natürlich tausende Exponate bei den staatlichen Kunstsammlungen Dresden, aber in diesem Teil der Rüstkammer sind eben auch krimtatarische Sachen, die geblieben sind, die auf uns gekommen sind, und ganz stolz ist er eigentlich auf etliche Säbel. Und diese Säbelscheiden, das ist etwas ganz typisch Tatarisches, wurden ausgestattet mit Haifischhaut oder Rochenhaut. Etwas ganz Besonderes, und das hat eben hier die Zeiten überdauert. An den krimtatarischen Kunstgegenständen kann wunderbar die zentrale Lage als Kreuzweg der Kulturen und das politische Gewicht des Krimkhanats abgelesen werden, mit Einflüssen von Mittelasien bis Nordafrika, von Ural und Kaukasus bis zum Balkan. Die exzellente Erhaltung dieser krimtatarischen Unikate ist ein historischer Glücksfall, einerseits für die Krimtataren selbst, denn auf der Krim gibt es solche Originale nicht. Andererseits für die begeisterten Besucher und die internationale Wissenschaftslandschaft. Was ich noch fragen wollte, was dann der Unterschied bei der Machart war. Wir kennen ja dieses Tatarstil und Damaszener und verschiedene Macharten. Und das erkennt man dann auch an der Farbe, oder wie? Weil das so schwarz ist und das andere ist eher Metall? Das ist jetzt mehr das Licht, das so dunkel aussieht. Nein, einmal ist es die Form, also diese deutlich stärker gekrümmte Klinge. Und dann speziell, also bei den osmanischen Klingen ist es so, dass man hat vorne die Schneide ist ja auf der äußeren Krümmung. Und man hat vorne die letzten, sagen wir mal 20 Zentimeter der Klinge sind auf beiden Seiten geschärft. Also auch der Stahl ist wirklich perfekt geschmiedet. Also ob da jetzt vom Schmieden Unterschiede zwischen einer tatarischen Klinge und einer osmanischen Klinge, kann ich jetzt nicht sagen. Aber rein von der Optik her sieht der Stahl schon deutlich besser aus als zum Beispiel von der Klinge daneben. Ja. Also das ist was wirklich ganz, ganz anderes, viel besser gearbeitet, viel haltbarer gearbeitet auch. Also es ist wirklich ein tolles Stück. Und wie gesagt, einer von ganz, ganz wenigen, die sich erhalten haben. Ja, was Besonderes. Genau. Gut, hier in der türkischen Kammer kann man verschiedene Exponate sehen, die Krimtataren zugeschrieben werden oder als Geschenke mit krimtatarischen Delegationen nach Sachsen oder Europa kamen oder von Monarchen anderer Länder von der Krim erworben wurden und hierher verschenkt wurden. Da sind wir sehr gespannt. Das sind sehr, sehr tolle Sachen. Manche Dinge gibt es nur ein paar Mal auf der Welt. Ja, beeindruckende Sammlung. Die Ausstattung der krimtatarischen Kunstgegenstände illustriert wunderbar die zentrale Stellung des Krimkhanats auch als Wirtschaftsfaktor und Handelsmacht mit Verbindungen nach Westeuropa, Nordafrika, Arabien und dem Osmanischen Reich, als die kleinen Fürstentümer der Rus noch geopolitisch recht unbedeutend waren. Es ist doch unglaublich, was für tolle Sachen hier zu sehen sind. Und wie wir erfuhren, gibt es das ja alles erst zu sehen seit ungefähr 30 Jahren, 35 Jahren, weil vorher gar kein Platz war, weil viel zu wenig museale Räume da waren wegen der Zweiten Weltkriegszerstörung. Umso schöner, was alles hier Prachtvolles zu sehen ist. Besuchen Sie es, schauen Sie es sich an. Dresden und ganz Sachsen waren immer schon ein Melting Pot und ein Bezugspunkt war immer auch der Osten, der Orient. Besondere Beziehungen gab es immer auch zum Osmanischen Reich, auch unter August dem Starken.
und zu weiter entfernten Gegenden, unter anderem zum Krimchanat. Diese lange interkulturelle Geschichte spiegelt sich auch immer noch in dieser Jenice-Moschee, vor der wir stehen. Ein Zeugnis alter ost-westlicher Kulturbeziehungen und heute ein Kulturdenkmal, was immer noch hunderttausende Leute begeistert, und vor allem die Dresdnerinnen selber sind immer noch gerne hier, und heute kann man dort auch orientalisch und sehr gut essen. Bakınız sevgili dostlar, ne dülber bir kapı hem bina. Touristik bir Hotspot. 110 Jahre vorher wurde das gebaut und ist immer noch hier in voller Pracht. Wunderbar. Wir befinden uns hier auf der sogenannten Tabakmoschee in Dresden, die Jenice oder auf Türkisch Yenice. Dieses Gebäude ist als ein Fabrikgebäude vor über 100 Jahren gebaut worden. Zwischen 1907 und 1909 wurde es errichtet und es ist deswegen in Form einer Moschee gebaut worden, einer Moschee, die einem Kalifen in Kairo gewidmet ist. Weil es generell nicht erlaubt war, im Nahbereich des Stadtzentrums hier von Dresden Fabrikgebäude zu errichten, sondern man ersann dann diese kleine List, dass man einen orientalischen Bau daraus machte. Jenice wurde sie deswegen genannt, weil diese Fabrik Tabak verarbeitet hat und der Tabak kam aus dem Osmanischen Reich. Die Jenice steht hier symbolisch für den sogenannten Orienthandel einerseits, also die koloniale Ausbeutung der südlichen Hemisphäre. Andererseits zeigt sie uns mit ihrem Tabakgeschäft Handelswege früherer Zeiten auf, zwischen verschiedenen Imperien. Der Tabak hier in Dresden kam zumeist aus Gebieten des Osmanischen Reiches. Heute in Griechenland, in der Türkei, Bulgarien und Rumänien gelegen. Die Krimtataren der rumänisch-bulgarischen Dobrudscha waren schon damals Produzenten und Exporteure von Tabak und zum Beispiel Honig und Getreide. Mit Handelsgütern wanderten aber auch Namen in andere Kulturen. Es gibt in der ukrainischen Sprache einzig das turko-tatarische Wort Tütün für Tabak zum Beispiel. Und das arabische Wort Kaffee ist heute international, genau wie das turkstämmige Joghurt. Und heute ist diese Stadt Jenice, Giannica in Griechenland. Aber diese Moschee, dieses Tabak-Moscheegebäude heißt immer noch Jenice wie zu damaligen Zeiten. Damit hat dieses Gebäude überlebt und zeugt immer noch von der großen Orientbegeisterung vergangener Jahrhunderte. Das hat einerseits mit der Alaturka-Mode zu tun, aber auch der Osten, der muslimische Osten war interessant und immer wieder waren tatarische, krimtatarische und andere östliche Muslime hier in der Stadt und es wurde gesammelt wie verrückt. Wir sind hier heute in der sächsischen Kleinstadt Diepoldeswalde und besuchen das älteste Tatarengrab Sachsens. Diepoldeswalde ist eine über 800 Jahre alte Stadt im südlichen Sachsen und historisch als Wirtschafts- und Kulturort zwischen Tschechien bzw. Böhmen und der Bergbauregion Ostsachsen bedeutsam. Frappierend ist die Ansammlung von Kriegsgräbern muslimischer, tatarischer Soldaten und Offiziere aus gleich 4 Kriegen in 3 Jahrhunderten.
Hier sind wir jetzt am Tatarengrab. Das ist das älteste Grab eines muslimischen Offiziers in Sachsen. Und wir wissen, dass es auch später noch etliche andere Begräbnisse hier in der Gegend gab von tatarischen Reiteroffizieren. Aber der Mustafa-Sohn, der Sulkiewicz, ist hier der älteste. Mustafa Sulkiewicz kämpfte im Siebenjährigen Krieg. 1756 bis 1763 dauerte dieser, auch Dritter Schlesischer Krieg genannt. Damals kämpften mit Preußen, Großbritannien, Kurhannover, Russland auf der einen Seite und Österreich, Frankreich auf der anderen Seite alle europäischen Großmächte dieser Zeit. General Serbelloni befehligte auf Seiten der mit Österreich verbündeten Truppen 1762 unter anderem 3 Pulks Ulanen der sächsischen Armee unter Oberst von Schiebel, von Bielak und Radnitzky. In diesen Einheiten diente der gefallene Offizier Sulkiewicz. Hier sind wir am Grab von Mustafa Sulkiewicz. Er starb hier im Siebenjährigen Krieg und seit dieser Zeit wird das Grab gepflegt von deutschen Nachbarn. Er war ein Vorfahre von Sulejman Sulkiewicz, der dann später auf der Krim die Regierung führte, 1918, vor den Bolschewiki. Und ein anderer Nachfahre war dann Leon Mirza Sulkiewicz, der im Zweiten Weltkrieg nicht weit von hier auf der Festung Königstein inhaftiert war. Und da war das Grab dann zerfallen und er sammelte Geld von seinem Gefangenensold und ließ das dann hier wieder renovieren. Und deswegen können wir es heute hier noch betrachten. In den letzten Jahren verfiel dieses Tatarengrab immer mehr und jetzt haben örtliche Vereine gesammelt und werden sich in diesem Jahr besonders um das Grab kümmern, damit es in Zukunft wieder in alter Schönheit erstrahlt. Und viele Delegationen und Gruppen kommen, wie ich erfuhr, auch aus Polen, aus der Türkei. Jedes Jahr aus Köln kommt eine Gruppe, so dass es wieder vorzeigbar ist. Wie wichtig der Erhalt solcher transkultureller Baudenkmäler ist, zeigen nicht nur die historischen Beziehungen zwischen Ost und West und Christentum und Islam, die sich hierin widerspiegeln, auch für das Erkennen der eigenen Geschichte, die der Deutschen und die der Krimtataren, sowie für Völkerverständigung und Kulturverständnis sind solche seltenen Kulturdenkmäler von nicht zu unterschätzender großer Bedeutung.